Hallihallo und herzlich willkommen zum 146. Podcast von Volline. Und der Oski ist gestern Volline und jetzt sitzt er da neben mir, er lacht. Hat extra noch ein Käppchen gegen vorne angelegt, damit man die Äuglein nicht ganz sieht. Ja. Erzähl mal, wie geht's dir? Ja, also für die Video schauen und euch fragen, wo wir überhaupt sind, wir sind bei mir im Geschäft. Also, ja, bei der Firma, wo ich arbeite. Und wir haben gestern eine Weihnachtsparty gehabt. Und ja, André, ich kann sagen, ich bin voll rein. Ich spüre es. Vielleicht hört man es auch an meiner Stimme. Aber ich habe verdammt viel Spass gehabt, muss ich sagen, sehr geil gewesen. Ja, auf jeden Fall hockst du jetzt da. Ja. Und den Podcast lassen wir natürlich nicht ausfallen. Erzähl mal etwas zu deinem T-Shirt. Also für die es auf dem Video sehen, die sehen es. Und die es nicht sehen, der Oski hat ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt an, Fußball. Erzähl mal ein bisschen mehr über das T-Shirt kurz. Also bevor ich etwas erzähle, jetzt, als ich mich so gesehen habe im Video mit dem Cap, ich sehe ein bisschen aus wie so ein Schiri. Es hat etwas, aber mehr so ein bisschen... Ja, nicht so kein Schiri. Genau. Ja, ich habe ein Newcastle United Shirt an. Mit Muniz hinten drauf. Sehr nice. Für die es nicht kennen. Du musst schnell erzählen, ja. Der Film Goal, wo es ja darum geht, dass der Mexikaner zu Newcastle wechselt und dann ein Superstar wird. Ja. Also ich kenne den nicht. Kennst du den nicht? Alter, jetzt hast du etwas zu machen am Wochenende. Okay, ist gut. Am Sonntag ziehen wir ihn rein. Du musst unbedingt Goal schauen. Und das Krasse ist, Goal 2 spielt er nachher bei Real Madrid. Ja. Und es ist einfach so ein Film, wo dann halt so der Beckham, der Ronaldo, der Zidane und so einfach alle mitspielen. Also wirklich in echt? Ja! Okay, das ist krass. Das ist krank. Also der zweite ist nicht so gut wie der erste. Aber wirklich sehr, sehr geil. Nice. Und ja, nein, das Shirt habe ich bekommen von meinem Bruder, der weiss, dass ich so Retro-Fußball-Liebli liebe. Und du hast es extra für den Podcast angelegt? Ich habe es extra für den Podcast angelegt, ja. Genau. Ja, nice. Und sonst, was läuft so im Sport? Consistency. Viel im Gym. Ja. Sehr viel im Gym. Ich schaffe es wirklich 3-mal pro Woche, ins Gym zu gehen, Kraftübungen machen. Ich schaffe es einmal in der Woche joggen, ich schaffe es einmal in der Woche Paddel spielen. Das sind recht viele Trainings. Ja, Ende Jahr strong. Und ja, sonst nice. Gibt es wirklich gar nicht irgendwie so etwas Spezielles zu erzählen. Aber ja, erzähl doch du zuerst noch, bevor wir loslegen, wie deine Woche war. Wie läuft es im Velofahren? Immer noch gleich. Ich meine, das Wetter schaut raus. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal den letzten Sonnenstrahl gesehen habe. Also Vitamin D, Supplementierung. Nein, eben, es sollte nicht mangeln, sondern die Supplementierung ist voll am Laufen. Von dem her, ja. Wobei, ich muss schon sagen, ich bin nicht so verletzungsanfällig wie auch schon, weil einfach das Trainingsvolumen sicher nicht so aggressiv ist wie vor einem Jahr zum Beispiel noch im Rudern. Yeah. Aber das liegt nicht am Velofahren, sondern das liegt jetzt an meiner aktuellen Situation, einfach mit dem Studium und alles. Da muss ich schon noch ein bisschen eine Balance finden. Und sonst, ja, eben bin ich, ganz ehrlich, ich bin am Kämpfen gegen das Wetter, gegen Perspektiven in der Zukunft, so wirklich ein bisschen grundlegend am Überlegen, ob das wirklich das ist, was ich will, weil aber ich meine, es ist jetzt halt auch die Phase vom Jahr, wo wirklich, ja, wenn du im Loch bist, dann bist du jetzt im Loch. Und bei mir ist halt so ein bisschen das Problem, ich habe jetzt keine Zeit, um irgendwo in den Süden zu gehen. Ja. Weil bei mir ist jetzt halt die Uni geht wirklich noch, also die ETH geht wirklich noch wichtig. Und ja, darum bin ich manchmal so ein bisschen... noch? ETH? Das ist wirklich so eine Frage, die sich so für mich noch nie beantwortet hat. Die kann man auch nicht beantworten. Nein, also... Nächsten Sommer habe ich den Bachelor. Wow. Ja, du. Das ist auch Consistency Ski, Alter. Ja, aber es ist so. Ich meine, gewisse hören auf mit dem Sport und haben nichts. Nein, ich finde es ja. Aber ich fühle mich immer, ich muss mich ein bisschen verteidigen, weil, Alter, wenn ich denen... Also ich rutsche ja immer wieder in einen neuen Jahrgang in ADTH. Ja. Und jetzt habe ich wirklich ein paar Kollegen gefunden,
Und die haben halt 2022 angefangen zu studieren. Ja, warte, wenn sie 2022 anfangen zu studieren haben, dann haben sie irgendwie so 0, 2, 0, 3, 0, 4 Jahre. Ja, auf Krass, jeden Fall. Du mit den Babys. Und auf jeden Fall, wenn ich denen sage, dass mein erster Tag an der ETH 2017 war. Alter, ich schwöre, die lachen wirklich alle. Die lachen alle. Und dann muss ich halt ihnen wirklich so ein bisschen alles erklären, wieso, Ja. was ich alles gemacht habe und dass mir eigentlich... Also darum bin ich jetzt automatisch ein bisschen in die Verteidigungshaltung reingefallen. Ja. Aber ja, es ist völlig easy. Ich meine, wenn ich nachher mit 30 zum Beispiel den Master hätte an der ETH, Bro, was willst du? Also, ja. Safe. Auf jeden Fall läuft es gut. Und ja, was habe ich sonst noch zu erzählen? Eben ein paar Mal bin ich jetzt auch joggen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte zum Velofahren. Alter. Ich musste etwas anderes machen. Und dann bin ich einfach Sonntagmorgen habe ich schnell 90 Minuten Dauerlauf gemacht. Das heisst, beim anderen, das ist ein Halbmarathon wahrscheinlich. Fast. Ja. Ich hatte 19,84 Kilometer gehabt. Stark. Ja, aber es war wirklich sehr nice gewesen, ein bisschen durch Zürich mal. Ich bin wirklich noch nie in Zürich joggen. Finde ich auch nicht so geil. Aber Sonntagmorgen ist im Fall ist das Beste. Weil Also dann ist nichts los. Wir gehen oft mit dem Geschäft, also wir haben am Donnerstag amix, wir nennen das Run and Lunch. Nice. Habe ich gar nicht gewusst. Ja. Also, Das ist wie noch geil. viel machen damit? Wir sind meistens 3-4 Leute. Geil. Und dann machen wir immer eine Runde bis hin zu der Badi Enge. Ja. Also am Segelclub Zürich vorbei. Ja. Und drehen wir dort, also es sind etwa so ziemlich genau 5K. Ja. Dann gehen wir nachher noch in den Kaisin, holen uns einen geilen Bowl und dann zu Geil. Mittagessen und dann weiterarbeiten. Ja, so Sachen sind schon gut. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde Zürich nicht so geil zum Joggen. Also es gibt halt so ein paar Strecken, die recht nice sind, so an den Letten da hinten entlang. Ja. Dann so ein bisschen Zürichberg oben im Wald. Ja gut, aber eben musst du halt Ja. auch zuerst rauf. Ja, logisch. Für dich ist scheiße von da aus. Was habe ich bis jetzt noch ein bisschen herausgefunden? Halt, ja, so richtig am See entlang da unten beim Seefeld Ja. ist auch okay. Das ist wirklich sehr noch... Ja, nein, ich sage nicht, dass Ja. es nicht okay ist, aber also weißt, gerade wenn du so aufgewachsen bist wie mir, Ja, du bist halt in so der in Aglo, 3 Minuten auf dem Land aus. Eben, ja. Ja. Wo du gehst aus dem Haus und drehst eigentlich links und dann bist du irgendwo im Wald. Also es ist, ja. Aber ja. Ja, nein, ist alles easy. Und Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. dann schauen wir, Mit wie es dir, weitergeht. Ja, sag nicht. Und jetzt wollen wir aber noch darauf schauen, was sonst so ein bisschen passiert ist in dieser Woche, oder? Ja. Sportlich. Allgemein, nicht von uns zwei. Ja, doch, auch nochmal von uns zwei. Wir müssen noch Spotify Wrapped Gut. besprechen. Also zuerst mal, Stimmt, bevor du hast wir recht. das von voll rein besprechen, weil wir haben ja Spotify for Creators. Dort haben wir ein Rap bekommen, das haben wir ja auch gepostet auf Instagram, falls du es nicht folgst, folg jetzt. Wie war dein persönliches Spotify-Rap gewesen? Im Peinlich Fall, ist es? man merkt, dass ich dieses Jahr einen Wechsel im Sport hatte. Wegen, also Weil von der früher Musik. habe ich halt wirklich sehr viel... Also früher war es so, als ich in der alten Rudermannschaft vor Tokio bin ich der DJ gewesen. Ja. Und dort habe ich wirklich so an meine 80'000 Minuten pro Jahr Spotify gehört. Und weil ich halt in jedem Training eigentlich ich die Musik abgelassen habe. Nachher hat es einen Wechsel gegeben, dann sind die Jungen gekommen, dann ist eigentlich der Maurin der DJ geworden. Marin Lange, ja. Maurin Lange ist der DJ geworden und meine Spotify-Minutenzeit ist wirklich so um die Hälfte runtergefallen. Ja. Und jetzt, beim Wechsel vom Rudern aufs Velofahren, merkst du einfach noch mehr, wie ich noch weniger Musik gehört habe. Ja. Weil zum Teil fahre Du ich... kannst auch nicht beim Velofahren gross Kann Musik schon, hören. aber es ist ich einfach habe halt gefährlich. nicht so oft gemacht. Ja. Und dann habe ich so gedacht, Alter, ich bin wirklich eigentlich... Ich höre nur Musik beim Sport machen. Manchmal am Abend beim Ja. Kochen oder so. Ja. Und sonst mein Spotify Wrapped ist dieses Jahr wirklich nicht aussagekräftig. Ich habe so, bei meinen Top 5 Songs habe ich so, kennst du so das Ganja? Nein. Das ist so Sing das mal. hure... Ach, ich kann es nicht singen. So ein bisschen... Das Nein, ich kann es nicht. Ah, Alter. ist das von keiner Musik oder so? Nein, das ist so ein südamerikanisches
Okay, Latin-Lied. Auf jeden Fall, ich so, what the fuck, was sucht das in meinen Top 5? Ja. Normalerweise alles voll mit Armin van Buuren und so Zeug, Ja. aber gar nicht aussagekräftig. Bei dir? Entweder White Girl Musik, Bro, White Girl Music ist wirklich... weil ich das halt einfach immer im Gym höre. Ja. Oder Hardstyle, weil ich das auch im Gym höre. Also es ist krass jetzt, wenn ich halt seit September wirklich ein bisschen regelmäßig gegangen und halt immer die gleichen Playlists ablasse, ist halt wirklich so... Also meine Top 5 ist eher so... Why don't you make me feel like I'm the only girl in the world? Nice, Oder das ist das... und manchmal auch so gemixt. Manchmal ist halt White Girl Music mit so okay. Hardstyle. So ein bisschen Sped Up. Ja, ich liebe das. Zum Trainieren Ja, das Beste. nein, es ist wirklich, das habe ich auch gerne. So auf der Hantelbank so, Last Friday night, Das ist gut, du singst Ja. schön, Oski. Ja, alle, wunderbar. die jetzt Wunderbar. versucht haben einzuschlafen, sind jetzt wieder wach. Ja, tut mir leid. Okay, aber zurück zu unserem Spotify-Rap von voll rein. Yes. Dort haben wir nämlich recht nice Zahlen bekommen. Manchmal Voll bin ich geil. nicht sicher, ob du die Fotos, die du mir schickst, fakest. Sicher. Aber Alles fake. ich bin überrascht gewesen, vor allem von der Zahl, die heisst, dass wir, wie ist es gegangen, 555, warte, da, 55% mehr Follower. 55% mehr Follower. So. Habe ich gedacht, alter Shit, Danke. kein schlechtes Jahr. Ja, Alle, merci die vielmals. Also ist uns wirklich abonnieren. eine riesige Ehre, auch wenn du jetzt gerade zuhörst, wirklich danke vielmals. Wir verschicken zwar noch kein Weihnachtskärtchen, aber nimm das als Weihnachtskärtchen an dich, wer auch immer du bist und wo du bist. Wir schätzen es wirklich extrem, dass du hörst oder schaust jetzt neu. Und ja, was haben wir für andere Fakten, die wir noch sagen können zu unserem Spotify? Plus 28% individuelle Hörer und Hörerinnen. Yes. Plus 25% Streams. Und plus, eben, hast du schon gesagt, plus 55% Follower und Followerinnen. Ist krass. Und was halt auch noch war, ist, wir sind bei 176 Leuten. Einfach der Nummer 1 Podcast. Das freut mich extrem. Ihr Also wirklich. 176 Leute, die uns auf der Nummer 1 haben. Ist auch unsere Nummer 1. Und wir lieben euch. Genau. Ah, herzlich. Nein, das wollt. Das Nein. wollt wirklich. Habe ich wirklich auch gedacht. Und eben, vielleicht sind es auch Leute, die nur unseren Podcast hören, aber Ist mir egal. das ist umso schöner, weil sie dann eigentlich sozusagen nur uns haben. Und wir sind ja gerne euer Lieblingspodcast. Genau, was ich sonst auch noch sagen dazu ist, dass die Folge mit der Maria und der Elian Christen die beliebteste Folge war von dem Jahr 2024. Ja. Also wenn ihr sie Einfach noch nicht... 536% mehr gelassen als eine durchschnittliche Folge von uns. Bro, 536, das ist... Also die haben einfach verdammt viele Kollegen halt. Das ist crazy. Also, Ja, es ist krass. Und wenn ihr sie auch noch hören wollt und die Zahlen ein bisschen auftreiben, es ist das Nummer 131. Und wie gesagt, Maria und Elian, super sympathische Damen aus dem Ursenental, in der Nähe von Andermatt, Hospital. Und wenn ihr wissen wollt, ja, wieso sie eben so beliebt sind, oder zumindest bei Spotify bei voll rein, dann ziehen euch die Folge nochmal rein. Ja, anderer geiler Fakt. erzähl. Da steht, die Anzahl der Hörerinnen im Alter von 55 plus ist am stärksten gestiegen. Und zwar um 109%. Also wir kommen auch bei nicht ganz der jüngsten Generation sehr gut an dem Fall. Okay, also müssen wir vielleicht... gut, nein, wir können eh nicht mehr Jugendsprache reden, aber wir müssen auf unsere Jugendsprache Ja. ein bisschen verzichten oder schauen. Wobei, eben, es Ja. gibt so viele Sachen, die wir schon auch wieder nicht mehr wissen, was die Jungen heutzutage sagen. Und, nochmal etwas. Die Shows, wo die Leute, die uns hören, sonst hören. Die hast du mir gar nicht geschickt. Die habe ich dir nicht geschickt. Aber wir kommen jetzt dazu. Okay, erzähl. Die Sprechstunde mit Moser und Schelker. Die von Ja. Energy Band. Ja, Gemischtes Hack. Macht Sinn. Besenwagen. Macht auch Sinn. macht auch Sinn. Comedy-Männer. Okay. Da fühle ich mich ein bisschen beleidigt. Gut, das ist halt schon ein grosser Podcast. Ja, aber Ich muss sagen, ich habe es eine Zeit lang auch mal ein bisschen gehört, aber ja, Ja. sie sind dann... Ja,
sie machen immer ein bisschen, gut, wir machen auch immer das Gleiche, aber ja. Und dann noch die Thronsitzung von... Kennst du das? Nein, ich habe es nicht gekannt. Von Radio Energy. Okay, Ja. spannend. Spannend, was da so für Daten umgeistert. Ja. So viel zu unserem Spotify-Rap. Und eben nochmal danke von unserer Seite, dass ihr so fleissig gelost habt letztes Jahr. Uns freut es. Und ich hoffe, wir können das auch im 25 so weitermachen. Genau, danke vielmals. Ja, und dann, Andri, Mit was willst du anfangen? mit dem Gaut. Der Geld. Oder besser gesagt, Geld. Also, ich bin auch überhaupt nicht rausgekommen, wo der Oskar mir das erste Mal erzählt hat oder geschickt hat. Also, ich habe es wirklich so fast ein bisschen ignoriert, weil ich habe gedacht, das ist irgendwie ein unnötiges Reel, das er mir gezeigt hat. Und dann im Nachhinein, nach etwa 3 Mal Druck machen vom Oskar, habe ich es dann geschaut. Und jetzt kenne ich den Gaut auch. Und der Gaut ist ein kleiner, schneller Flitzer. Also so klein ist er nicht. Stimmt, ja. Das ist Aber so, das ist mehr so ein ein bisschen... 2 Meter Peter. Stimmt, sorry. Er ist einfach ein schneller Flitzer. Und Ja. was können wir noch mehr über ihn sagen? Er ist von Australien. Ja. Er ist 16. 16 Crazy. und hat den 200 Meter Rekord, wo schon ewig, glaube ich, in Australien sozusagen bestanden ist, hat er wirklich ziemlich nice geschlagen mit irgendwie 20 Sekunden und 04. 0,4. Ja. Und das wirklich mit deutlichem Abstand. Und jetzt fragt man sich halt so, ist das der neue Usain Bolt? Ich claime jetzt, Der und da kann Gaut. ich mich festmachen, 13. Dezember 24. Gaut wird Olympiasieger 2028. Krass. Außer er ist verletzt. Aber Gaut ist der nächste fucking Usain Bolt. Und zieht euch die Videos rein. André, lass mal das Video ab. Also jetzt hier im... Ja. Ja, ich habe es schon wieder gelöscht. Gehabt. Ja, aber wir tun es euch jetzt reinschneiden, damit ihr das auch seht. Der fucking Gaut ist so eine Maschine. Er startet amix und er sieht so richtig langsam, also nicht langsam, aber er ist so im Feld. Und nachher, wenn er auftritt auf der Gerade, Ja, es ist wirklich so, als sobald er aus der Kurve rauskommt, hast du das Gefühl, macht er einfach so nochmal schnell einen Knopf, einen Turbo. Und Ja. dann ist er so innerhalb von einer Sekunde ist er einfach so schon mal 1,2 Meter weg von den anderen. das ist wie, weißt du noch so bei Cars, wenn Lightning McQueen einfach so gefunden hat, ich beschleunige jetzt nochmal ein bisschen. Genau, so fühlt sich das Genau, an. ja. Der Sieg macht so, katschau, tschu, Ja. ist durch. Und Ich nein, frage mich, ja. der ist jetzt ja bekannt worden durch den einen 200 Meter. Also er ist schon länger bekannt. Er ist schon länger gut, aber jetzt ist er halt so ein bisschen viral gegangen. Ja. Also ich meine, wir sind durch Aber ich habe dir auch schon vor einem Jahr ein Video von ihm geschickt und das hast du auch ignoriert. Nein, ernsthaft jetzt? Ja. Okay, Bro. Ja. Du bist crazy. Aber der Sieg, eben, der hat ja auch eine Zeit von 10,04 im 100 Meter. Mit 16. Er ist, er ist der schnellste 16-Jährige ever. Er hat schnellere Zeit gelaufen als Usain Bolt, als er jung war. Gut, die Vergleich finde ich auch ein bisschen schwierig mit dem Alter. Weil du musst das halt immer noch weiterziehen können. Weil der Körper, Safe. sein Körper verändert sich auch noch. Safe. Und, aber ja, es ist brutal. Ich meine, wie... Also wenn die Zukunft so weitergeht, dann hast du sehr wahrscheinlich recht mit deiner Aussage. Gaut, next shit. Ja. Ich finde einfach seinen Namen auch lustig, weil ich bin jetzt gerade am Googlen gewesen und Gout ist ja auch eine Art von Arthritis. Also es ist eine Erkrankung. Also er ist ja... Also seine Eltern sind ja aus Somalia. Genau, das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Darum, also es hat sicher nicht mit, Mit Arthritis mit zu tun. Arthritis zu tun. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr ein eindrückliches Video, wo mir, oder der Oski besser gesagt, darauf gestoßen ist, vor dem Fall längerer Zeit. Und speziell ist auch, wie er läuft. Also er ist wirklich so einer, wo ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt das anschaue, noch viel zu verbessern hat. Mhm. Weil er schwankt wirklich mit den Schultern oben so richtig, also er macht fast so ein bisschen einen Wobble. Ja, aber stell dir vor, wenn er das noch Eben. verbessert, dann... Also ich weiß nicht, ob das einfach sein Laufstil ist und er wirklich schon technisch hure gut ist. Ja. Oder ob er wirklich noch so viel Potenzial hat in dem. Für mich sieht es einfach, wenn ich das Video schaue, so aus, als würde er noch hure viel oben an
wie sagst du, Horizontalbewegung drin haben. Ja. Aber sehr, sehr eindrücklich, genau. Also schauen wir schnell das Video. Schauen wir schnell das Video und dann spielen wir euch das rein. First, let's talk about that 10.04. This is now the fastest 100-meter time, all conditions, by a 16-year-old. But not even close to a legal wind. 3.4 meters per second is just short of a tornado in sprinting terms. And it translates to a 10.19 in still conditions. But none of that really matters anyway, because it's the way he runs this Vor allem race. eben, im Start ist er nicht so At the krass. Also blocks, Start he's ist er, losing through the first 30 meters. aber nicht To Jackson vorne. Moore, a 10.6 guy, Und dann which for a jetzt, 17-year-old is Bro. bloody moving. But to finish off a Das ist 10.6 krass. start into a 10.04, that is beyond elite top-end speed. That's entering the territory of guys like Lyles, Blake, Gay, and I'm not even kidding. Gaunt took 41 steps this race. That's less steps than Fred Curley, Justin Gatlin, Kashane Thompson, and Okay, er ist any wirklich other gross. sprinter Er doing ist their sehr fastest gross. ever times, except Usain Bolt, in his prime, who also happened to hit 41 steps. So in the final, with a legal wind, 10.17 seconds. Not the age grade 16 world record, but demonstrating his jetzt- generational top-end speed again. Here now, Gout gets up on John, moves past John. He can't be stopped. He is incredible. 10.17. John and Maul on his inside, running 10.48 and 10.6, whipping Then out through 50 200 meters. meters. But Signature kick's about to be signed, sealed and delivered. the arms are tucked, his legs aren't fully reaching, and he eases into a 20.38. Was? That's just a ridiculous sentence to Das, say. also da, A 16-year-old easing into a 20.38. And the final is even more cooked. His strides looking Yeah? more like a bounce Siehst as du's? he comes around the curve, leading with 110 meters to go. And now we really start to open him up. So let the legs loose and let the kid run. He is absolutely gone. He is out of this world. Sehr nice. 20.07. ja, also wirklich, ja, sehr nice. Es macht mich stolz, dass der Kommentator auch gesagt hat mit der Schulter, weil das habe ich vorher nicht gehört. Das ist wirklich, ist mir einfach aufgefallen. Das heisst eben, er beschleunigt noch nicht mal bis zum Schluss. Ja. Plus hat noch technisch etwas mit dem Oberkörper, den er machen kann. Und seine Starts. Seine Starts, wenn ihr die auch schaut, ihr werdet sehen, der Typ ist nicht mal vorne. Und ja. Aber das ist auch beim Usain Bolt immer das Problem gewesen. Der hat auch immer nicht so krasse Starts gehabt. Ja. Und Aber nachher für hinten dafür raus. hinten raus. Ja. Ja, Sehr krass, sehr krass. Also, Gout. Let's go. Wir werden's- Nächster Superstar. Ja. Ab jetzt bist du auch bei mir bekannt. Yes. Genau. Sehr nice. Dann hatten wir das schon mal durch. Und das andere Thema, das du gesagt hast, Skiweltcup. Skiweltcup natürlich. Ja. Die ganze, Was kann man dazu sagen? die ganze so wie wir es Welt macht sich erwartet haben. Sorgen, dass Marco Odermatt 3-mal hintereinander im Riesenslalom ausfällt und dann vergisst man, dass der sich einfach auch noch ein Rennen gewonnen hat und Zweiter wurde ist am gleichen Wochenende. Von dem her, ja. Würdest du sagen, das ist auch für ihn eine Enttäuschung? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich meine, Also es ist doch irgendwo durch normal, dass irgendwann einmal nicht alle Rennen gewünscht und einmal ausscheidest. aber er hat doch letztes Jahr schon am Saisonstart ein bisschen Mühe gehabt, nicht? Nein, Riesenslalom nicht. Das hat er ja Ah, alle ja, Rennen stimmt. gewonnen bis zum Ist das letzte. das Jahr gewesen? Ist es... Das Jahr ist er ja eben zweimal ausgefallen im Riesen. Ja, genau. Und Okay. ja, das hat halt ein bisschen zu reden gegeben. Aber sonst auch zu reden gegeben, haben 2 Premieren-Siege. Justin Mürisee gewinnt die Abfahrt und ist im hohen Alter von, sag's mir, 31, 32. Ist sicher schon näher am Aufhören gewesen, wahrscheinlich. Nicht nur wegen seinem Alter, sondern weil er auch einfach lang immer 32. gekämpft hat. 32. Aber man hat es gesehen, sogar der Odi hat Freude gehabt, Ja. logischerweise. Wie man ihn kennt, sehr teilerisch mit der Freude. Aber ja, ich glaube, der Mürisee, der ist, ja, hat einen krassen Tag gehabt. Oder Matt ist auch nicht mehr hergekommen. Und für ihn, ja, was es jetzt, ich weiß nicht, ob er den Schwung kann mitnehmen kann oder ob das wirklich ein Glückstreffer Anfang der Saison war. Was ich so ein bisschen gehört habe, das war mega herzig gewesen. Ich war an einer Party, wo das Gottenkind von der einen Kollegin auch war und die Ja. war etwa 80 gewesen, und sie fährt Ski Aha. und wollte auch mal eine gute Skifahrerin werden und dann war gerade am Odermatt sein Rennen gewesen. Und sie sagt so,
ja, eben, hast du gesehen, Odermatt und so? Und ich so, ja, voll. Er ist nur Zweiter geworden. Und sie so, ja, aber weißt du, er ist einfach zu leicht. Mürisee ist viel schwerer Ja. und anscheinend ist ist ja die Strecke am Anfang flach gewesen. Und dort ist er nicht so besser schnell können gleiten. durchgekommen. Und weil der Mürisee schwerer ist und der Odermatt noch ein bisschen zu leicht ist, Ja. sei er anscheinend noch nicht so schnell gewesen. Und ich bin wirklich dann so, also gesagt, okay, spannend. Und am nächsten Tag habe ich so ein bisschen Also von überlegen. der 8-Jährigen etwas gelernt. Und ich so, damit, Alter, das stimmt sogar wahrscheinlich. Und ja, jetzt, darum habe ich es erzählen, Ja. mega herzig sein. Und ja, kann gut sein, dass es bei Odermatt stimmt wahrscheinlich vielleicht noch nicht ganz alles, aber ich glaube, Come on, Alter. Also, das ist auch gut so. ja. Und eben, es ist ja nicht nur ein Premierensieger gefeiert worden, sondern noch ein zweiter. Dann hat der fucking Tommy Tummler Stimmt. den Riesenslalom gewonnen mit 35 seinen ersten Weltcup-Sieg. Alter, das ist ja noch Und ich habe mich krasser. so gefreut, als ich das geschaut habe, weil ich habe einfach so gedacht, also weißt du, so, Tommy Tummler ist mir doch eigentlich egal. Ja, Aber so, dass ein Dude sein ganzes Leben lang sich dem gewidmet hat, wahrscheinlich 100'000 Mal schon gedacht hat, für was mache ich das? Ich meine, du weißt es am besten. Was für ein Scheiß. Und dann einfach mit 35 sich seinen ersten Sieg geholt. ja, also herzliche Gratulation, kann man nur mitfeiern. Und eben das Gefühl, ich weiß nicht, wie das muss sein, wenn du endlich mal weißt, wie sich anfühlt. Das ist wie so ein Orgasmus, der 35 Jahre Zeit ist. Oh mein Gott, das wollte ich nicht erleben. Ich hoffe, es war ein bisschen schöner gewesen als das. Ja, auf jeden Fall sehr nice und ja, Schweizer am Dominieren, würde ich sagen. Ume. Und nein, aber ich finde es einfach krass. So, es wird ja jetzt mega viel darüber geredet, die Trainingsgruppe Odermatt, wo die zwei ja auch Teil davon sind. Wer ist dort? Gavi Gino Etzel ist noch, Gajetzel und Justin Murisier. Tommy Tummler und sicher noch der Odermatt, logisch. Und sonst weiss ich nicht, es sind sicher noch 1, 2 mehr. Ja. Aber dass so die Trainingsgruppe halt sich so mega krass pusht und Ja. dass die halt... Das ist schon etwas Geiles. Ja. Bro, das Gefühl, wenn du in dieser Gruppe bist und du weißt, wir zerstören einfach alle, wenn wir da rausgehen, das muss sehr, sehr ein geiles Gemeinschaftsgefühl sein. Ja. Und Ja. ja, Aber du hast ja gesehen, wie sie sich gefreut haben. ja, Also wie die voll abgegangen sind, also ja, zuerst beim Mürisee und nachher beim Tummler. ja, Ja. ja, aber- wirklich, wirklich cool. Aber da eben, da hat der Chefcoach dann auch noch gesagt, also, look, es ist okay, wenn der Odermatt mal nicht gut ist, weil er macht einfach auch die anderen besser. Und an einem Tag, wo er nicht gut ist, gewinnt halt ein anderer Schweizer. Mhm. Und das ist eben schon krass. Also weißt du, so die Dynamik, die sich da entwickelt, wo du weißt, einerseits eben, Odermatt pusht die halt, macht sie besser, aber dadurch, dass du jemanden hast, wo dann halt auch wie zurückpusht, weißt du auch, so ein Odermatt performt halt einfach auch nochmal besser, als er würde, ohne die. Ja, safe. Also das ist klar. Ich meine, für sie ist es, also klar, ich denke, für sie ist es viel wertvoller als für ihn, weil ja, sie können halt einfach brutal viel lernen und sie haben einfach einen Anhaltspunkt, wenn sie wissen, ich komme 1% an seine Zeit her oder näher, als ich vorher war an seine Zeit, dann wissen sie, haben sie vielleicht schon mal gerade irgendwie einen Platz von Top 10 Richtung Top 5 gemacht oder irgend so etwas. Und wenn du so einen Dude halt in deiner Gruppe hast, ich meine, das ist das Beste und für ihn ist es halt einfach cool, dass er kann den Druck aufrecht behalten kann. Und ich nehme jetzt an, dass sie ihn im Training öfters schlagen als dann in den Rennen, was ihn dann wahrscheinlich auch ein bisschen fuchst und ihn dazu bringt, dass sie dann nachher, oder sich dann am Rennen wirklich so zu fokussieren, dass das eben nicht passiert, wenn alle zuschauen. Ja. Und ja. Ja, das ist krass. Und was auch noch geil war, ist, hast du das Rennen geschaut am Sonntag? Der Riesenslalom? Nein, Hast du gar nicht, noch gar nicht Ski geschaut. Was? Nein, Alter, ich Krass. bin bis jetzt am Sonntag auf dem Velo gewesen, Mann. Alter, ich habe den besten, es war nicht am Sonntag, aber den besten Samstag aller Zeiten gehabt. Ein Sportsamstag. Sportsamstag. Ich bin Let's aufgestanden, go. bin ins Gym, dann bin ich heim, habe meinen Avotoast mit Ei gegessen, bin vor dem Fernseher geguckt, Formel 2 geschaut, Okay. nachher Formel 1 Quali, Ja, nachher Fußball, nachher Biathlon, krass. am Abend Skifahren und dann nochmal Fußball.
Ja, Respekt, Alter. Ein fucking Lit gewesen. Also das habe ich wirklich noch nie geschafft, so eine Serie, aber du hast das, glaube ich, öfters. Ich liebe das. Ich lebe für das. Sehr geil. Es hätte mir ja keinen Content. Es ist so. Aber anyway, was ich wollte sagen, das Rennen am Sonntag war ja noch geil gewesen, weil Lucas Pinheiro Braten. Pinheiro, Alter. Früher war ja der Lucas Braten gewesen, oder? Genau. Jetzt ist er der Lucas Pinheiro Braten. Ja, aber ich finde es einfach lustig, weil es passt irgendwie für mich nicht so. Ja, aber es ist geil, weil der hure Sieg hat für Brasilien das erste Podium rausgeholt im Weltcup. Ist das zweite geworden. Ever, oder? Ja. Krass. Und natürlich, wenn nachher wieder seine Samba-Moves auspackt. Und Alter, ich finde den Sieg so geil. Das ist so ein geiler Sieg. Ich glaube, im nicht? Fall, die meisten finden ihn so einen geilen Sieg. Weil er einfach halt wirklich das macht, was er will. Ja. Und halt so ein bisschen diesen alten Strukturen auch ein bisschen den Stinkfinger zeigt. Und eben gerade letzte mein Vater, der auch kein Ski schaut, wirklich nicht Ski interessiert ist, fragt er mich einfach so am Mittagstisch, du, die Jacke da, die der Pinheiro anhat, wo kann man die kaufen? Und ich so, hä, was? Ja, aber da siehst du eben, Und es die Leute, funktioniert. es ist einfach so, findest du jemanden cool oder macht jemand etwas Cooles, ist er automatisch attraktiver, halt auch vom Aussehen und die Leute schauen auf, was hat er an. Und so funktioniert der Typ. Ja. Und das hat es mir gerade gezeigt, ja, so läuft das. Der hure Sieg ist einfach so ein Paradiesvogel. Ja. Man merkt so, er hat so ein bisschen, ich finde er hat so ein bisschen Freddie Mercury Vibes. Mhm. Weißt du, was ich meine? So das, ein bisschen das Flamboyante, das so ein bisschen, Ja. ja, also eben, ich gebe keinen Shit, die Strukturen, wie du gesagt hast, sind mir egal. Ja. Und so. Und ja, nein, finde ich sehr cool. Und jetzt Samba de Janeiro, Bro. Also das wird lustig, weil plötzlich ist dann so bei den Winterspielen nächstes Jahr Brasilien. jemand, der für Brasilien könnte Medaille gewinnen im Wintersport. Also, wie unpassend kann es sein? Aber ja, das ist geil. Das ist wirklich Ja, geil. so ist es und ich finde es auch richtig, richtig cool, dass das ein bisschen durchmischt wird. Ja. Und Das braucht es. das braucht's. Weil Skifahrer, so als Gesamt, sind eben dann auch wieder so ein bisschen langweilig, habe ich das Gefühl, nicht? Ja, wenn es halt nur immer die gleichen sind. Ja, nicht mal Also, wegen oder dem. meinst- So Skifahrer sind, wenn sie zu Interviews gehen, sind sie ja oftmals sehr ähnlich, habe ich das Gefühl. Also sicher nicht so ähnlich wie Fußballer. Das stimmt. Also das ja, kannst du ja nicht toppen. das stimmt. Aber Fußballer, ja, nein. Also es gibt Nein, du hast mehr recht. Floskeln im Fußball Ja. als im Skifahren. Aber ja, ich gebe dir recht, logischerweise. Es gibt einfach Momente, wo du nicht viel mehr kannst sagen als das, was alle sagen. Ja. Also ich meine, was willst du erzählen, dass es deinem Grossi nicht so gut geht? Ja. Also das macht jetzt wirklich niemand und darum, ja. Ja, anyway. Ja. Nero Braten, geile Sicht. Tommy Tummler, geile Sicht. Justin Mürisier, geile Sicht. Yes. Weiter im Text. Die WM 2034 ist vergeben worden. Offiziell jetzt an Saudi-Arabien. Today I feel Saudi. Ja, hat er sich wahrscheinlich gedacht. Und du hast mir vorher gesagt, eben, es überrascht wirklich nicht. Oder, nein, sagen wir es so. Du hast gedacht, sie ist schon lange vergeben worden Ich nach has das Saudi-Arabien. Ich habe Das das Gefühl, heisst, wir haben sicher vor bist etwa du einem Jahr über irgendein das geredet. Orakel? Nein, Oder wir hast du irgendwie in geleakte Dateien von der FIFA reingeschaut? Oder? Nein, wir haben, ich bin sicher, wir haben letztes Jahr irgendwann mal über das geredet. Gehabt. Im Podcast. Also das Ding ist, wir reden einfach die ganze Zeit über, also nein, die ganze Zeit nicht, aber wir haben schon sehr oft über die arabische Welt und Sportswashing Ja. geredet und halt über die WM in Katar, wo ja 2022 war. Ja. Und darum kommt es mir irgendwie auch vor und halt, weil es halt wirklich jetzt vermehrt viel Grossanlässe in Nahost, in arabischen Raum zieht und halt auch viele Star-Fußballer, die Richtung Saudi-Arabien etc. gehen. Und darum habe ich das Gefühl, hast du wahrscheinlich so ein bisschen den Eindruck, dass du ein bisschen ein Déjà-vu hast. Also ich bin ziemlich sicher, wir haben darüber geredet. Also wir müssen mal das Runbook durchschauen. Okay. Aber ja, und dann bin ich, eben ist das die Woche so rausgekommen und ich einfach so, hä, what the fuck? Das ist doch schon lange klar, nicht? Und ja, es sind halt die einzigen Bewerber gewesen. Wegen dem habe ich es, glaube ich, auch schon gewusst. Oder beziehungsweise wegen dem haben wir das besprochen. Okay. Ja, es macht Sinn.
Was soll man dazu sagen? Ja, ich kann nicht viel zu sagen. Es wird wieder genau der gleiche Scheiß wie in Katar. Alle regen sich auf, dass irgendwelche Sklaven die Stadien bauen, dass es viel zu heiß ist. Wahrscheinlich muss man wieder im Winter spielen, bringt dann wieder den ganzen Spielplan durcheinander. Alle sind drauf und dran zu boykottieren und am Schluss schauen sie es trotzdem mal. Kann ich dir nur zustimmen. Auch wenn wir jetzt noch so kritisch darüber reden, am Schluss... Wir schauen es auch. Also da kannst du wirklich jetzt nichts sagen. Das ist so, ja. Wir sind nicht besser. Wir sind kein Stückchen besser. Aber weißt du, er ist gut. Geben es aber zu. Weißt du, er ist gut. Der neue Ponti. Der Rekrut Noe Ponti. Und er wäre ja im Moment in der Spitzensport RS in Macklingen. Wenn er nicht Weltrekord brechen und Also, Weltmeister werden. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich lese auch dort alte Artikel. Also weißt du, so, die vor 2 Wochen geschrieben worden sind. Weil du liest einfach die ganze Zeit Es ist immer... Weltrekord mit neuer Bestmarke zu Bronze oder weiß ich was, Gold. Jetzt hat er Gold gewonnen, aber ich kann es noch ein bisschen rauszögern. Aber wie willst du einen Weltrekord holen und Dritter werden? Ja, nein, ich habe gemeint Schweizer Rekord oder so. Aha, okay. Aber ja, es macht Sinn, dass wenn er Weltrekord holt, dass man dann Weltmeister oder Gold gewinnt. Wobei, da muss ich schnell eine kurze Geschichte erzählen. Damals und im U23 Rudern haben wir auch einmal den Weltrekord geholt. Im leichten Doppelvier. Und es war lustig, weil 5 Minuten vorher im ersten Halbfinale haben die Österreicher den Weltrekord gebrochen, haben sich sehr gefreut. Und dann sind wir Und dann sind wir gekommen. Und 5 Minuten später haben sie den Weltrekord nicht mehr gehabt. Das ist sehr ein kurzer Weltrekord, und ja. Dann sage ich einfach so, für mich ist dann eben so ein bisschen, du kannst ja eigentlich gleich gewinnen und den Weltrekord nicht haben, aber logisch, wenn alles in einem Finale ist, dann ist es logisch. Ja, kurze Anekdote. Aber eben Noe Ponti... Ah ja, aber was ich auch noch sagen wollte, es ist immer Schwimm-EM oder WM. Immer. Ja, also ich habe das Gefühl, Schwimmen macht es aber auch gut. Also Schwimmen ist wirklich eine Sportart, wo ich das bewundere, was eben das Rudern noch nicht geschafft hat oder vielleicht auch nie wird schaffen. Was? Es ist auch ziemlich eine Sportart, wo so ein bisschen, fast ein bisschen auf der Kippe ist, zwischen Randsportart und so ein bisschen eine Hauptsportart. Ja. Es ist rein von den Sportlern her ungefähr gleich, vom Trainingsaufwand, von der Monotonie, die der Sportler oder die Sportlerin muss durchmachen muss. Vom Zuschauer her ist es ein bisschen unterschiedlich, weil es kann in einer Arena gemacht werden. Das ist der grosse Vorteil vom Schwimmen. Viel besser, ja. Aber ich würde behaupten, bis vor ein paar Jahren ist die Schwimmwelt auch nicht so präsent gewesen, wie sie jetzt ist. Und das hat einen spezifischen Grund, weil einfach der Weltschwimmverband plus es gibt noch so eine neue Liga, wo ich jetzt den Namen gerade nicht weiss. Und die machen brutal gutes Marketing. Und das ist der Grund, wieso... Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich habe das Gefühl, die Schweizer Schwimmer stehen auch mehr im Fokus, weil sie einfach besser sind als noch vor 10 Jahren. Mhm. Aber das Schwimmen allgemein ist auch recht am Aufkommen. Und ja, der neue Ponti profitiert jetzt voll von dem. Ja. Jetzt ist er Weltmeister geworden. Eben, ja, also über das müssen wir reden. Wir werden jetzt verdammt ausgeholt und irgendwie... Ja, also krass. Ein Schweizer Schwimmweltmeister, also das hat es wahrscheinlich schon mal gegeben, aber ich kann mich jetzt gerade echt nicht erinnern. Also, ja, und vor allem, eben, Noe Ponti ist sowieso krass. Ich meine, der hat ja Bronze geholt in Tokio als junger Schnuver und jetzt... in Paris nicht. In Paris dann nicht, aber dafür eben jetzt in der Kurzbahn-WM Weltmeister, Weltrekordhalter. Und es ist einfach krass, dass so irgend so... Also er ist der erste Schwimm-Weltmeister von der Schweiz. Ja. Also das ist krass, Alter. Es ist eigentlich ein Skandal, dass wir das Thema erst jetzt bringen und nicht irgendwie viel früher. Ja, bis jetzt ist auch noch nie jemand Weltmeister geworden. Nein, aber eben, ich meine, bei uns jetzt in der Folge. Wir haben mit dem Gout angefangen. Ja, Bro, Gout ist neuer Usain Bolt. Ja. Neuer Ponti ist jetzt schon noch nicht Michael Phelps. Ja, apropos Michael Phelps. Gutes Stichwort. Sehr gut, danke für die Vorlage. Und Thema Weltrekord. Ich bin auch nachschauen, der Michael Phelps hat in seiner Karriere in Einzelrennen und Staffelrennen insgesamt 39 Weltrekorde gebrochen. Und keiner davon besteht mehr.
Kein einzig. Das ist heftig, Alter. Alter. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe immer noch gedacht, Alter, Michael Phelps ist... Also er ist ja der GOAT, Ja. so der olympische GOAT. Ja, wahrscheinlich... Man redet immer vom, wer ist Sportgoat. Michael Phelps sicher Top 3. Für mich. Sicher hoch drin, aber man muss auch sehen, es gibt selten einen Sportart, wo du so viele Möglichkeiten hast, zum Olympia-Gold holen. Safe. Darum, du darfst es eigentlich nicht an der Anzahl Olympiamedaillen werten, die er hat. Ja, aber du musst bei jedem Rennen liefern. Und er hat bei jedem Rennen geliefert. Das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Aber wenn alle machst, musst du natürlich auch den Druck standhalten und die Belastung rein körperlich. Und für das ist schon ziemlich krass. Also für mich sind so ein bisschen, und das ist halt auch, weil ich eigentlich zu dieser Zeit so ein bisschen von den Sport schauen habe, Usain Bolt, Michael Phelps und was gibt es noch? Ja, also eigentlich sind Usain Bolt und Michael Phelps sind so die olympischen Goats, für mich zumindest. Gehe ich mit. Ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift, aber Aber ja, eben kein Rekord besteht mehr. und meinst der neue Ponti, das weiß ich jetzt gar nicht, hat einer von Michael Phelps? Das wüsste ich jetzt nicht, das müssen wir schauen. Aber ja, wir haben wenigstens einen also die Schweiz hat einen Weltrekord mehr als der Michael Phelps. Das ist mein Takeaway. Die Schweiz hat einen Weltrekord mehr. Als der Michael Phelps. Ah, ja, Bro. Sorry, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt gewesen. Ja, stimmt. Der Michael Phelps hat keinen Weltrekord mehr. Ja, tut uns nicht leid. Und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Er ist auch jetzt gerade wieder sehr gut unterwegs. Auch wieder Favorit für das nächste Final. Das ist... was ist das für eine Disziplin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, auf jeden Fall wünschen wir ihm dort viel Glück und ja, ich glaube, da kann noch, also ich meine, irgendwann muss es ja mal ein bisschen abbremsen bei ihm, weil er kann nicht jetzt einfach so weitermachen, aber hoffentlich geht es noch möglichst lange so. Ich kann mich einfach nur noch erinnern, dass ich einfach nur noch gelesen habe, Rekord. Yes. Ja, Ja. und in dem Sinn Ja, lassen wir ihn weiter gewinnen, wünschen ihm nochmal nicht alles Gute, sondern herzliche Gratulation von voll rein. yes. Und- Vielleicht müssen wir mal einen Podcast auf Italienisch machen. Ja, sag nichts, so weit sind wir noch nicht. Den können wir nicht mal einladen. Das ist das Problem. Ja, er kann schon ein bisschen Deutsch. Ja, aber Mensch, der will eine Stunde lang mit uns herhocken und sagen, Du, man kann es versuchen. Ja. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich nicht am Morgen früh ins kalte Wasser muss. Das ist wirklich der Moment, wo ich am meisten gehasst habe, wenn wir so im Lager waren in St. Moritz. Und du musst am Morgen um 6 Uhr ins Schwimmbad. Weißt du, du bist so richtig verpennt und ich bin auch kein Morgenduscher. Ich bin Nachtrainingsduscher, das heisst, wenn ich kein Training mache, dann dusche ich auch nicht. du Grüssel. Ich grüssel. Ich mache einfach möglichst viel Trainings, damit ich duschen kann. Und ja, die Vorstellung, dass du einfach jeden Morgen, egal wie am Arsch du bist, musst ins Wasser gehen und dann einfach so die hohen Längen schwimmen. Also habe ich hure viel Respekt vor den Schwimmer und Schwimmerinnen. Also es ist so ein kranker Sport. Ja. Ich bin als Kind recht gut gewesen im Schwimmen im Fall. Okay. Wirklich. Ja, das habe ich noch nie gehört. Das ist krass. Sorry, dass ich so lache. Ich hätte können der nächste Michael Phelps werden. Das denke ich jetzt nicht. Für das sind deine... Das bin ich ein bisschen zu klein, ja. Nein, vor allem dein Oberkörper ist ein bisschen zu klein. Er ist zwar breit, aber nicht lang. It is what it is. Aber ja. Ja. Ja, Brudi. Also, ja, machen wir wie sieht's aus? Wir könnten noch über Unihockey reden. dort musst du mir schnell erzählen, weiter. Nein, Bro, ich habe absolut nichts verfolgt. Und es ist ja wirklich, Unihockey ist jetzt wirklich so eine von diesen Sportarten, die mich wirklich nicht interessiert, zum Schauen. Ich wollte es gerne wieder spielen. Ja, Unihockey ist ein bisschen wie Volleyball, geiler zu machen als zum Schauen. Das stimmt. Das ist ein guter Takeaway. Das stimmt. Das heisst, Skispringen ist in dem Fall sicher auch spannender zu machen als zum Schauen. Ja, Skispringen, weisst, wenn ich jetzt irgendeinen Seich mache, tut es weh. Das ist schon heftig. Dann musst du voll bei Sache sein. Nein, aber das ist im Fall noch lustig. Das Unihockey erinnert mich jetzt an etwas. Ich wollte dir eigentlich noch einen Vorschlag machen, ob wir, um uns bekannt zu machen, sollen anfangen, einfach so Googles erzählen.
Ich habe nämlich so... So Donald Trump-Tag. Nein, also... Was kommt jetzt Ich habe so einen Dude in meiner Timeline, der taucht immer auf. Und der ist so ein absoluter Formel-E-Narr. Ja. Und der liebt das. Und der macht dann immer so Videos, so zum Beispiel von Pascal Wehrlein, der der aktuelle Weltmeister ist. Und dann behauptet er einfach so, er ist der beste Rennfahrer auf der Welt. Also wer? Er oder der Also Pascal er Wehrlein? behauptet, der Pascal Wehrlein ist einfach der beste Rennfahrer auf der Welt. Und Okay. dann kommentieren natürlich alle so, what the Ja, fuck, ja. das ist Formel E, bla bla bla. Ja. Und wir müssen das Gleiche machen mit Unihockey oder so. Wir müssen uns einfach so irgendeinen Spieler auswählen und einfach so, ja, das ist der beste Hockeyspieler auf der Welt. Ja, nur jetzt fällt er gerade... wie heisst der von Zug, der gute? Larsson oder... Der gute Unihockey-Spieler von Aber keine United Zug. Ahnung. Bro, aber der... Also, kennst du keinen... Kein einziger. Sag mir den Namen von einem Unihockey-Spieler. Ich kenne keinen einzigen. Das erstaunt mich jetzt. Das erstaunt mich. Nein, Also ich könnte dir jetzt auch gerade nichts sagen, aber der eine von Zug, ja. Ja, auf jeden Fall, ihr merkt es ist heute wieder mal ein bisschen eine wir könnten über improvisierte die Folge. WM-Auslosung reden, von der Schweiz. Nein. Lassen wir sie. Lassen wir es sein. Lassen wir sie für heute. Lian Bichsel. Doch, das müssen wir noch besprechen. Also Ein erzähl's Thema mal. haben wir noch. Gut. Lian Bichsel, der Hockeyspieler. Da haben wir auch schon drüber geredet. Das ist der Junge, der aus der Nazi ausgebotet wurde. Also es hat mehrmals darüber Diskussionen gegeben, weil also, der Konflikt hat damit angefangen, dass er gesagt hat, ja, Ich muss mich schonen. ich muss mich schonen. Ich komme weil- eine Woche später. Ich komme eine Woche später, weil es, glaube ich, noch mit der NHL damals die ersten Kontakte gegeben hat und er hat, glaube ich, können in ein so ein Nachwuchs-Scouting-Camp gehen oder irgend so etwas. Auf jeden Fall hat er sich dann halt gegen die Nazi entschieden, in dem Sinn, dass sie dann gesagt haben, ja, entweder kommst du jetzt oder du kommst gar nicht mehr. Und er hat dann gesagt, ja, dann komme ich nicht. Ja. Und dann ist der Konflikt losgegangen und Diskussionen. Viele Leute haben gesagt, ja, ihr seid doch behindert, dass ihr so ein Talent nicht einfach ein bisschen Freiraum haben, dass er gleich noch kommt. Die anderen haben gesagt, hey, es gilt für alle gleich, egal ob er jetzt Lian Bichsel heisst oder nicht. Und unser Fazit, soweit ich mich erinnern kann, war schlussendlich gewesen, eigentlich dumm, dass man ihn nicht mitnimmt. Ja, sehr Oder- dumm. Und er ist ja immer noch gesperrt quasi in der Nazi bis und mit WM 26. Ah, das haben sie so klar Das haben sie definiert. klar definiert. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst. Was ich absolut nicht verstehe, aber ja, anyway. Und der Sieg hat gestern sein NHL-Debüt gegeben mit den Dallas Stars und gerade getroffen. Geil. Ja. Also da sieht man so gerade ein bisschen einen Start à la Romagnosi. Romagnosi, oder ist nicht auch der Hischier wirklich beim ersten Spiel hat er, glaube ich, auch getroffen? Oh, das wüsste ich nicht mehr. Das Einzige, was ich noch weiss, ist, dass der... Ach fuck, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Wer? Der Austin Matthews. Austin Matthews. Ist im ersten Spiel 4 Goal geschossen. Ja, Ja. Alter, das ist immer noch so... Alter, das ist Also so... Matthews hat auch einfach mal beim ZSC gespielt. Eben darum meine ich ja, dass So er, random. ja, random nicht, aber... Ja doch, das ist so ein absoluter Superstar. Ja, aber das ist dort hat er noch nicht dürfen in der NHL spielen. ja, aber das ist ja wie wenn so, keine Ahnung, was ist jetzt, Lamine Yamal Ja, stimmt. beim FC Basel gespielt hätte. So für eine halbe Saison, glaube ich. Ja. Also, Ja. hä? Ist Aber ja. ZSC sogar, glaube ich, Meister geworden dann? Nein, sie sind Also- rausgefallen im Viertelfinale. Oder Ja, ist er das- immer noch dabei gewesen? Ja. Er Ah. hat die ganze Saison gespielt. Er hat, Aha, ich habe gemeint, er hat nur... er hat die Quali ganze Saison gespielt. gespielt. gehabt. Aha, okay. Ja, auf jeden Fall, Lian Bichsel, riesen Tier in dem Fall. Alter, wirklich Riesentier, das ist ein Stier. Alter, musst du nachher das Video reinziehen. Okay. Das ist wirklich so ein Tank. Und dann hat er so ein Mallet, aber so einen aggressiven, weißt du, so ein... Okay. So ein Also ist es so ein brutal... Er ist Center, oder? Nein, Verteidiger. Das habe ich gar nicht Er gecheckt. ist Verteidiger. Aber Alter, was ein Tiger. Und ja, eben, was machen wir jetzt draus? Schweizer Nazi? Ja, wieder mal... Wir haben das letzte gerade, glaube ich, schon angetönt, wo es um das Schweizer Kreuz gegangen ist, Schweizer Ja. Flagge. Du hast gesagt, ein bisschen zum Teil sollen sie ein bisschen pragmatischer reagieren. Das kann ich mir sogar noch erinnern, wie du das zitiert, Oski. Ja, da hat man ein bisschen pragmatischer reagieren. Eigentlich same. Same. Jungs, ja, Lies dort zusammen. er Gebt dem ist- Bursch ein paar Einsätze. vor 26 bitte. Wir wollen den Schwedenfluch, der ja übrigens jetzt wieder anfängt,
Ja. Nicht aufkommen lassen. Und für das brauchen wir so einen Typ wie den Lian Bichsel. Und ja, so viel zu ihm. Riesenstier. Riesenstier. Ja, und so viel auch zu der heutigen Folge, oder? Ich glaube, das kann man so sagen. Besser wird es nicht mehr. Nein. Heute tut es mir wirklich leid. Heute sind wir angeschlagen in die Folge reingegangen. Ich hoffe, es hat trotzdem gewohnt. Es hat gewohnt und wenn ihr immer noch dabei sind, dann ganz besonderer Respekt an der heutigen Stelle, oder an der jetzigen Stelle besser gesagt. Vergiss den Podcast nicht zu abonnieren. Das kannst du auf Apple Podcast und auf Spotify. Und wir versuchen trotz Umständen jede Woche das Beste aus der Welt vom Sport für euch ein bisschen zu besprechen. Genau. Und wenn wir schon dabei sind, folgt uns auch gerade auf Instagram. Da findet ihr uns unter Volline_Podcast. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch mit euren Liebsten. Und in dem Sinn, bleibt gesund, macht viel Sport und bis nächste Woche. Tschüss zusammen. Ciao.